An enger Verfassung sollen ja sech die Zielsetzungen draufstehen, mit denen sich eine Gesellschaft identifiziert, und soll auch draufstehen, was der Staat für seine Bürger soll und muss machen. Das dementsprechend auch verwunderlich, dass auf einmal der Kampf gegen Armut soll gestracht gehen aus der Verfassung, also die steht aktuell dran und die soll raus, und die soll ersetzt gehen durch einen anderen Term, und zwar durch ein droit de vivre dignement. Dignität, wie ihr wisst, das ist ein Term, der ganz viel unter anderem an der Ethik gebraucht wird, und den ist viel mehr breit gefächert wie just Armut. Und wir sind dafür der Meinung, dass es wichtig ist, dass der Kampf gegen Armut an der Verfassung bleibt. Sie wird doch nicht, weil Armut etwas ganz Präzises ist. Wie ihr wisst, es gibt auch selbst eine Armutsgrenze, die kann den sogar bis 100 Komma beziffern und kann die mit der Berechnung auch verstanden sein. Oder nicht, aber Armut, das ist definitiv etwas ganz anderes wie nimmen vivre dignement. Es gibt also auch viel Gründe, für was es Armut gibt als Lützeburg. Darüber könnt ihr eine ganze Pressekonferenz halten. Jedenfalls ist es so, dass ganz viele Leute mit denen suchen, die sie zur Verfügung haben, nicht unbedingt eins gehen, wenn es dem Logement, weil den ja heute in Lützeburg extrem teuer ist. Aus dem Grund begrüßt der DR ganz ausdrücklich, dass den Droit au Logement an die Verfassung kennt. Das heißt, das war an der Proposition von der Kommission, das wurde so geholt, das ist natürlich ganz Positives. Wir hoffen, dass dadurch der Staat auch endlich aufhängt, an dem Bereich etwas zu machen, und dass die Leute sich endlich können etwas leisten heute in Lützeburg, sie wird lohnen oder kaufen. Einen ganz anderen Bereich, also es müsste sich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Staatssymbole an einer Verfassung stehen. Das an bei allen Ländern so, wie Deutschland, Frankreich etc. Staatssymbole, das heißt selbstverständlich Spruch, der Handel etc. Zu Lützeburg war das bis jetzt erstaunlicherweise nicht der Fall. Das heißt, in der aktuellen Verfassung steht absolut gar nichts zu den Staatssymbolen. Wie ihr wisst, kämpft der hinter längerem, dass der Lützeburger Spruch an der Verfassung verankert wird, und das ist endlich der Fall. Die Kommission selber in ihrer Proposition hat eine Formulierung, die aus sich, das war CSV-Formulierung, das ist die Formulierung, die der Präsident von der Kommission proposiert hat, die darf nicht zurückbehalten. Das heißt, die Kommission hat eine Formulierung zurückbehalten, mit der sich der DR eigentlich kann zufrieden gehen. Und entspricht nicht exakt dem, was der DR verlangt hat, weil der DR heute jahrelang dafür militiert, dass die Sätze, die am Gesetz zu 84 draufstehen, noch an die Verfassung kommen. Aber wie gesagt, die Formulierung, die zurückbehalten genoss von der Kommission, mit der kann sich der DR selbstverständlich zufrieden gehen. Und wir haben auch das Gefühl, dass es ohne der DR überhaupt gar nicht dazu kommen wird, dass die Lützeburger Sprache endlich an die Verfassung kennt. Selbstverständlich sind wir auch froh, dass andere Staatssymbole wie der Handel oder Themisch, dass die auch an Verfassung kommen. Mit Spruch ist effektiv immens wichtig. Erstens, weil es Lützeburger Spruch Kommunikationsspruch ist per excellence. Das heißt, Lützeburger Spruch soll gemeinsam miteinander sein, zwischen Lützeburger und Nicht-Lützeburger. Das ist auch wichtig, weil für viele Lützeburger ist Spruch ein wichtiges Element von ihrer kulturellen Identität. Ein ganz wichtiges Vorteil ist natürlich als Monarchie. Ich meine, der DR ist ja prinzipiell für die Monarchie, das meine ich nicht unbedingt so selbstverständlich, und andere Parteien mit froh, die sich stellt, dass was für eine Monarchie hätte man gerne. Da gehen ganz viele unterschiedliche Modelle. Und es steht fest, dass als gegen eine Monarchie, die auf rein protokollarischen Aufgaben reduziert wird. Und das scheint aber der Weg zu sein, den die Kommission will gehen. Besonders symptomatisch dafür ist, dass zum Beispiel den Term Grand Duc an der ganzen Verfassung, bis zu einer oder bis zu ganzen paar Ausnahmen, dass der Term Grand Duc soll durch den Term Chef de l'État schon vieles über das, was die Kommission sich denkt, über als Monarchie. Wir fanden die Tendenz nicht gut.
zum Beispiel der Grundduc soll an der Verfassung nicht mehr draufstehen als Chef von der Armee, soll auch nicht mehr können Kriegserklärungen, also soll nicht mehr für Kriegserklärungen zuständig sein. Also wir verstehen nicht so richtig, wie weit all die Sachen sollen rausgeholt gehen. Das sind selbstverständlich symbolisch Sachen, symbolisch, wenn alles gut läuft, selbstverständlich. Das nicht, weil lo Frieden in Europa aus, dass das immer wird der Fall sein. Und ich meine, der Grundduc müsste aber da sein für hauptsächlich natürlich für Notfall, wenn einmal ein Kehr etwas soll sein, dass dann aber kann die Mesuren holen, die nötig sind. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Grundduc soll weiterhin können Chamber ablesen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es kann nicht sein, dass just die Regierung darüber entscheidet. Also der Grundduc soll, wie gesagt, das Recht haben, en hueten Jo lo an der aktueller Verfassung an Geschicht huet se awer bewiesen, dat bis lo kene vun der profitéiert huet oder dat war jo keiner obu do. An dofir fir wat soll man dat recht schon beopzelesen einfach als der Verfassung streichen. Selbstverständlich soll der Grundduc sech net an politisch Lewen ammeschen, dat das schmengen darüber si alle guten eins. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass der Grundduc soll auch kennen, zum Beispiel Verfassungsgericht Cäsarien, mit dazu mehr hin am Roy Reding. Was ganz viele Leute interessiert, das ist selbstverständlich, das ist die Finanzierung von dieser Monarchie. Viele Leute interessieren sich für die Frage. Wir sind der Meinung, eine Monarchie kostet etwas, so mehr kostet wie eine Republik, meine ich ehrlich gesagt nicht. Das ist aber ob man's wichtig, dass da eine gewisse Transparenz dran ist. Und dafür sind wir dafür, dass an der Verfassung dran steht, wie überhaupt Recht auf die Dotation annuell hat. Und das heißt, wir sind für eine Formulierung, wo dran steht, dass erstens der Grundduc sowieso und dann den früheren Grundduc, wir sind ja an dem Fall, wo den mal Grundduc war, ja nach Doas, nach Lieft, und auch den Großherzog als Lieutenant-Repräsentant. Das heißt, wir sind dafür, dass dran steht, dass ob man die 3 Personen Recht auf die Dotation annuell haben, und das wäre mengen schon ein richtiger Schritt, also in Richtung mehr Transparenz und Sache Finanzen von der Monarchie. Wie ihr wisst, Lützeburg steht nicht allein da. Wir sind Member an der EU, das ist ja prinzipiell eine ganz flotte Sache. Allerdings ist es so, dass an der Proposition und der die Kommission am Moment schafft, ein Artikel dran ist, den wir mit extrem kritischen angesehen, und zwar also den Artikel ist so kompliziert formuliert, dass den sich schon bald fragt, ob das nicht gewollt ist, ob das nicht express gemäht ging ist. Jedenfalls wird Resultate davon, und das kann den ganz genau am Procès-verbal von den Kommissionen lesen, dass die EU-Direktiven, EU-Reglementer etc., das ist alles, was ihr schon Brüssel kennt, viel mehr leicht durch ein Reglement grandikal umgesetzt gehen und nicht mehr durch ein Gesetz. Was ging das bedeuten? Es ging bedeuten, dass eine EU-Direktiv nicht unbedingt Mist an der Chambre diskutiert gehen. Die Konferenz der Präsidenten, an denen sowieso just Fraktionen vertreten sind, das ist, wo man nicht alle politische Kräfte vertreten sind, die geht just ein Avis auf an den Conseil d'État. Auch da kann den auf den Avis verzichten, falls die Regierung meint, es wäre eine Prozedur d'urgence. Die sich ein bisschen auskennen mit der Arbeit in der Chambre, die wissen, dass leider die Regierung viel zu oft von der Möglichkeit profitiert, von der Prozedur d'urgence. Und das wäre selbstverständlich etwas ganz Schlechtes, weil, wie gesagt, es geht mal nicht über all die Projekte, die von, all die Texte, die von Brüssel kommen, öffentlich diskutiert gehen. Und das ist schon der Fall. Just hier ganz kurz ein Beispiel zu nennen, den EU-Fiskalpakt, das so wenig darüber diskutiert gehen heute in Lützeburg, das war ein ganz wichtiger Text. Und da war kein richtiger Debatte darüber. Wenn das nach mir verschlimmert wird, dadurch, dass, wie gesagt, die EU-Direktive viel mehr einfach durch Reglementer heute in Lützeburg umgesetzt gehen und nicht mehr durch Gesetze, das ist selbstverständlich etwas extrem Negatives.
Ja, ein Kapitel, von den Kapiteln an der Verfassung, das ist die Chambre. Das ist schon richtig, dass am Kapitel über die Chambre dran steht, la Chambre représente le pays, das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist gut so. Es steht auch dran, dass die Chambre den Pouvoir legislativ hat. Es fehlt allerdings ein wichtiger Aspekt, und zwar den von der Kontrollfunktion vis-à-vis von der Regierung. Das heißt, dass wer Frau wünscht sich, dass die Kontrollfunktion von der Chambre vis-à-vis von der Regierung auch an der Verfassung stehen. Was Wahlrecht angeht, da werde ich wahrscheinlich nicht überraschen. Wir sind dafür, dass nicht mit Lützebäuer dürfen bei den Chamberwahlen mitmachen. Sie wird den Droit de vote aktiv, wie auch den Droit de vote passiv. Das ist ja so, dass schon theoretisch können ganz viele Ausländer mitmachen durch die doppel Nationalität. Das heißt, am Moment ist es ja schon so, dass ganz viele Lützebäuer, die mitwählen gehen, noch eine andere Nationalität haben. Und ich muss noch sagen, dass an allen EU-Ländern so ist, dass just die Bürger von dem Land können bei den Legislativen mitmachen. Und dann noch ein letzter Punkt, den ich gerne ausschwätzen, das ist der von der Bürgerbeteiligung. Das Referendum, also die Möglichkeit vom Referendum, die ist ja sowieso schon an der Verfassung und die bleibt doch vielleicht leicht umgeändert. Aber prinzipiell ist das ein gute Sache, dass das bestehen bleibt. Was ganz neu ist, das also was ganz neu ist, dass die Geschichte mit der Initiative legislativ populär, da soll eine ganz kurze Satz und Verfassung kommen, und zwar einfach l'Initiative legislative populaire réglée par la loi, Punkt, fertig. Und da kann ich natürlich fragen, um was geht es überhaupt? Denn Robbie Mehlen hat für lange Jahre eine Gesetzesproposition an der Chambre deponiert, an der die die Initiative legislativ populär geht. Was geht es? Geht darum, dass eine Gruppe von Bürgern kann zusammenkommen, für selber eine Gesetzesproposition zu redigieren, auf die an der Chambre aufzugehen. Und prinzipiell ist es so, dass wenn der Text gut redigiert ist, wenn er akzeptiert wird, die Chambre muss über den Text stimmen. Wir sind der Meinung, dass verschiedene Aspekte müssen respektiert gehen, nur am Gesetz über die Initiative legislativ populär. Das heißt, das ist ja schön eine gute Idee an die Verfassung kennt, mit einem einfachen Satz. Aber du musst mal gucken, wie das Gesetz genau ausgesagt. Das ist zum Beispiel wichtig, wie gesagt, dass die Bürger können eine Gesetzesproposition selber redigieren, an der in der Chambre aufgehen oder die Chambre darüber aufstimmt. Das ist aber auch gerade so wichtig, dass die Bürger zum Beispiel die Möglichkeit kriegen, ein Referendum zu verlangen, falls, und das verschiedene Konditionen selbstverständlich, falls die Chambre gegen den Text stimmt, oder es kann auch sein, dass die Bürger zusammenkommen für ein Gesetz, das schon gestimmt ist, zu kontestieren und zu sagen, wir wollen ein Referendum. Das Gesetz ist schon gestimmt, mit einer Gruppe von Bürgern können zusammen und sagt, wir sind mit dem Gesetz nicht zufrieden, wir hätten gerne ein Referendum, obwohl es schon an der Chambre aufgestimmt ist. Das heißt, das sind all die verschiedenen Aspekte, die unter dem Prinzip von der Initiative legislativ populär gruppiert sind und wo wir wirklich gerne hätten, dass sie all an dem Gesetz auch vorgesehen sind.